Wir sind in ein neues Jahr gestartet. Und noch immer liegt es eigentlich fast wie ein kaum beschriebenes Blatt vor uns. Aber da kommt mächtig was auf uns zu. Vor uns liegen Freuden und Erfolge, aber es blühen uns auch Herausforderungen und Schmerz. Was machen wir mit der Zeit, die vor uns liegt? Was darf uns in unseren Entscheidungen leiten? Was gibt uns Richtung für unser Sein, für unser Tun und Lassen? Was gibt uns Kraft in Freude und Leid? Was beflügelt uns in unseren Verantwortungen, vielleicht in der Ausbildung, im Beruf, in der Familie, in der Metal Church, in der weiten Metal-Szene, in der Zivilgesellschaft? Ich bin für dieses neue Jahr wieder bei der Vision Kirche 21 gelandet. Der 7. und letzte Leitsatz, den unsere Kantonalkirche über dieses Jahr gestellt hat, lautet: Die Gegenwart gestalten, auf Gottes Zukunft setzen. Ich glaube, dass dieser Leitsatz gerade auch für uns alle in der Metal Church zur Orientierung und zur Kraft im neuen Jahr werden darf. Die Gegenwart gestalten, auf Gottes Zukunft setzen. Aber du fragst dich vielleicht, ja, also warum soll uns jetzt dieser Satz helfen? Ja, wir müssen ihn ganz genau lesen. Die Formulierung ist bedeutsam. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. In beiden Teilen stehen starke, richtig starke Verben. Da steht zum Beispiel nicht auf Gottes Zukunft hoffen, sondern es heißt auf Gottes Zukunft setzen. Wer auf etwas setzt, zum Beispiel bei einer Sportwette oder beim Poker, wer also auf etwas setzt, der entscheidet sich ultimativ für etwas und geht damit ein Risiko ein. Auf Gottes Zukunft setzen ist viel stärker und risikobehafteter als nur auf Gottes Zukunft hoffen. Oder da steht nicht die Gegenwart beachten, also etwa im Sinn von die Kirche muss mit der Zeit gehen, sondern es heißt die Gegenwart gestalten. Das ist ein aktiver, ein selbstbewusster Ton. Und ich werde euch gleich erklären, wieso dieser Unterschied in den Formulierungen matchentscheidend ist. Und wieso sie für unsere Verantwortungen, für unsere Aufgaben und Dienste im angebrochenen Jahr wichtig sind. Doch dafür möchte ich einen Abschnitt aus der Bibel hinzuziehen, der sich genau an diesen beiden Polen abarbeitet. Die Gegenwart gestalten, auf Gottes Zukunft setzen. Wir hören nun dann gleich von Katja und Jan aus dem 29. Kapitel des Jeremia-Buchs. Zum Kontext. Anfang des 6. Jahrhunderts vor Christus unterliegt das israelische Südreich Juda der damaligen Weltmacht Babylon. Stadt und Tempel in Jerusalem werden zerstört und die Elite und breite Teile der Bevölkerung werden in andere Teile des Reiches deportiert und zwangsumgesiedelt. Die Bibel benutzt dafür den Begriff Verbannung. Das Volk wurde in die Verbannung geführt, heißt es. Wie sollen sich die Juden nun in dieser bedrängten Situation in einer Fremde verhalten? Welche Zukunft haben sie da? In diese Situation hinein erhält Jeremia ein Wort von Gott für diese Menschen in Babylon. Er schreibt es in einen Brief auf und lässt es ihnen zukommen. Wir hören die Worte dieses Briefes. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Das ist meine Botschaft für alle in der Verbannung, die ich aus Jerusalem nach Babylon weggeführt habe. Baut Häuser und lasst euch darin nieder. Legt Gärten an und esst, was dort wächst.
heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Verheiratet auch eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll dort wachsen, nicht abnehmen. Seht zu, dass es der fremden Stadt gut geht, in die ich euch verbannt habe. Betet für sie zum Herrn. Denn geht es ihr gut, wird es auch euch gut gehen. Und ihr werdet in Frieden leben. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Lasst euch nicht von euren Propheten täuschen oder vor den Wahrsagen, die bei euch sind. Hört nicht auf ihre Träume, die sie für euch träumen. Denn was sie euch in meinem Namen weissagen, ist nichts als Lüge. Ich habe sie nicht geschickt. So lautet der Ausspruch des Herrn. So spricht der Herr. Erst wenn 70 Jahre vergangen sind, werde ich mich euch in Babylon wieder zuwenden. Erst dann werde ich meine Verheißung erfüllen und euch an diesen Ort hier zurückbringen. Denn ich weiß, was ich mit euch vorhabe. Ausspruch des Herrn. Ich habe Pläne des Friedens und nicht des Unheils. Ich will euch Zukunft und Hoffnung schenken. Ihr werdet zu mir rufen. Ihr werdet kommen und zu mir beten. Und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, dann lasse ich mich von euch finden. Ausspruch des Herrn. Ich werde euer Schicksal wenden. Ich werde euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verbannt habe. Ausspruch des Herrn. Ich bringe euch an den Ort zurück, von dem ich euch weggeführt habe. Ja, merci. Die Situation der Juden damals im Exil in Babylon ist überhaupt nicht die gleiche wie bei uns heute. Und trotzdem gibt es Parallelen, die diese Worte von Gott auch konkret zu uns hier und heute reden lassen. Die deportierten Juden lebten in Babylon in einer ihnen fremden Umgebung, fremde Sprache, fremde Kultur, um sie herum andere Religionen und andere Werte. Sie spürten sicher massiven Druck und standen vor einer Entscheidung. Entweder versuchen wir als Juden zu überleben, indem wir uns zurückziehen, abgrenzen, indem wir uns einigeln und abkapseln und indem wir auch ein bisschen die Hände in den Schoß legen und darauf hoffen, dass wir möglichst schnell einfach aus dieser Situation wieder gerettet werden. Ja, dass wir zurückgeführt werden zu alter Herrlichkeit und Größe. Oder aber, ja, die Mehrheit setzte auf Abschottung, Ausharren und hoffen auf schnelle Rettung und Rückkehr. Doch hier kommt die Botschaft von Gott durch Jeremia. Nein, der Druck wird nicht so schnell nachlassen. Die Propheten, die vor einer triumphalen, schnellen Rückkehr zu alter Größe und Einfluss träumen, ja, das sind falsche Propheten. Es geht noch lange nicht zurück. Und doch wird Gott das Schicksal wenden. Es gibt eine Zukunft. Es gibt dank Gott sogar eine wunderbare Zukunft. Ich habe Pläne des Friedens und nicht des Unheils. Ich will euch Zukunft und Hoffnung schenken. Aber jetzt und noch auf lange Sicht steht ein herausforderndes Leben als bedrängte Minderheit an. Doch der Weg, zu dem Gott ermutigt, ist auch in dieser Situation eben gerade nicht Igeltaktik, sondern baut Häuser und lasst euch darin nieder. Stellt euch auf einen längeren Aufenthalt in der Minderheitensituation ein. Haust nicht in einem Zeltlager außerhalb der Zentren, sondern baut Häuser bei allen anderen und mit einer langfristigen Perspektive, um das Leben mit ihnen zu teilen. Legt Gärten an und esst, was dort wächst. Ja, lebt nicht von der Hand ins Maul, sondern plant langfristig und baut etwas auf, das Leben ermöglicht.
Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Eure Zahl dort soll wachsen und nicht abnehmen. Ja, denkt nicht nur an heute, sondern investiert hoffnungsvoll in die nächste Generation. Seht zu, dass es der fremden Stadt gut geht, in die ich euch verbannt habe. Betet für sie zu dem Herrn. Denn geht es ihr gut, wird es auch euch gut gehen. Und ihr werdet in Frieden leben. Sucht der Stadt Bestes, heißt es auch in einer älteren Übersetzung. Überlasst die anderen also nicht sich selbst, sondern bringt euch aktiv ein in die Zivilgesellschaft. Und engagiert euch mit allen Menschen guten Willens zusammen für das Wohl von allen. Denn eure kleinen Schritte jetzt, die zielen auf die große Zukunft Gottes, auf die Erlösung und das Heil der Welt. Auch die unscheinbaren, kleinen, guten Taten, die vielleicht vergebens erscheinen mögen, die sind nie sinnlos, weil sie Ausdruck von Gottes unendlicher Liebe zu dieser Welt sind. Gott liebt uns und die ganze Welt, trotz ihrer Kaputtheit. Und er wird sie am Ende ultimativ erneuern. Darum ist das Engagement für Gerechtigkeit, für Gesundheit, für Nachhaltigkeit, für Friede, für Freude, ja einfach fürs Wohlergehen aller Menschen und Tiere nie vergebens. Ich denke, ihr habt nun beim Zuhören sicher schon gemerkt, wie diese Botschaft an die Juden in der Verbannung in Babylon transparent wird für uns heute. Für uns als Menschen, die versuchen, Jesus nachzufolgen. Als Menschen, die glauben, hoffen und lieben versuchen im alltäglichen Leben, in der Metal-Szene und in der weiten Gesellschaft. Ja, wir sind als Christen auch eine Minderheit in der Szene. Wenn das mit dem Glauben und der Kirche jeweils ruchbar wird, dann sind die ersten Reaktionen oft kritisch bis offen ablehnend. Doch gerade hier hilft die Igeltaktik nicht. Vielmehr gilt, baut Häuser und lasst euch darin nieder. Wir müssen uns auf einen längeren Aufenthalt in der Minderheit einstellen. Die glorreichen und mächtigen Zeiten der Kirchen in Europa, die sind definitiv vorbei. Ich meine, wer etwas anderes verheißt, ist wie bei Jeremia ein falscher Prophet. Und trotzdem wird uns gesagt, igelt euch nicht ein, lasst euch auf diese Welt ein, baut Häuser bei allen anderen, um das Leben mit ihnen zu teilen, mit einer langfristigen Perspektive. Verlasst die frommen Ghettos, die christlichen Parallelwelten, geht hinein mitten ins Leben der anderen. Lebt mit in der Szene und teilt das Leben. Legt Gärten an und esst, was dort wächst. Lebt nicht von der Hand ins Maul, sondern plant langfristig und baut etwas auf, das Leben für alle ermöglicht. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Eure Zahl soll dort wachsen, nicht abnehmen. Denkt also nicht nur an heute, sondern investiert hoffnungsvoll in die nächste Generation. Der Musikgeschmack der Jungen mag sich anders weiterentwickeln. Auch Metal-Subgenres kommen und gehen. Darum denkt nicht nur an den eigenen Bauch, sondern lasst euch auch auf das Neue ein. Gebt ihm Raum und unterstützt die jungen Headbanger nach Kräften und mit Freude. Seht zu, dass es der fremden Stadt gut geht, in die ich euch verbannt habe. Betet für sie zum Herrn, denn geht es ihr gut, wird es auch euch gut gehen. Und ihr werdet in Frieden leben. Oder eben sucht der Stadt Bestes. Überlasst also die säkulären Metalheads nicht sich selbst, sondern bringt euch aktiv in der Szene ein. Engagiert euch zusammen mit allen Menschen guten Willens für das Wohl von allen. Ja, bring dich im neuen Jahr gerne aktiv ein in der Metal Church oder sonst in der Szene oder in der weiten Gesellschaft. Gehe froh und mutig in diese Felder hinein, denn du gehst mit Jesus Christus. Wir senden dich heute als Metal Church. Und es ist egal, ob dein Dienst ausdrücklich jetzt als Teil der Kirche angeschrieben ist oder nicht. Die Kirche ist ein wichtiges Mittel, aber sie ist kein Selbstzweck. Es geht letztlich nicht um die Kirche, sondern immer um das Reich Gottes. Also egal, wie dein persönlicher Auftrag aussieht, wir senden und segnen dich heute für deinen Dienst als Jesus-Nachfolgerin, wo auch immer das ist. Zu Hause, am Arbeitsplatz,
in der Metal Church, in der weiten Szene oder sonst in der Zivilgesellschaft. Ja, es sind die kleinen Schritte, die zählen, denn sie zielen auf die große Zukunft Gottes, auf die Erlösung und das Heil der Welt. Und auch deine unscheinbaren Taten, die erst vergebens erscheinen mögen, sind nie sinnlos, weil sie sind Ausdruck von Gottes unendlicher Liebe zu dieser Welt und er wird damit zum Ziel kommen. Er liebt diese kaputte Welt unendlich und er wird sie am Ende ultimativ erneuern. Und darum ist im neuen Jahr dein Engagement nicht vergebens, dein Engagement für Gerechtigkeit, für Gesundheit, für Nachhaltigkeit, für Friede, für Freude, Party auch, ja. Ja, einfach fürs Wohlergehen aller Menschen und Tiere. Ich muss zum Schluss aber noch eine Gefahr ansprechen. Es ist ein riesiges Geschenk, in der Erwartung von Gottes Reich leben zu dürfen. Die große Gefahr lauert jedoch da, wo wir versuchen, dieses Königreich von Gott selbst zu realisieren. Dort, wo wir nicht unterscheiden lernen, was unsere Aufgabe ist und was Gottes Teil ist, dort landen wir unweigerlich in Überforderung, in Erschöpfung und Verzweiflung. Oder unsere eigenen Königreichsträume, die werden zum Albtraum für diejenigen, denen wir diese mit Macht und Gewalt ungefragt aufdrücken. Und darum gilt auch das andere Wort, das über diesem neuen Jahr steht, die Jahreslosung aus dem 1. Thessalonicher Brief. Ihr habt sie vielleicht schon gehört oder schon x-mal gehört. Prüft alles und das Gute behaltet. Wir müssen nämlich gemeinsam die unterschiedlichen Stimmen in unserer Zeit prüfen, sie testen und erproben. Was sind falsche Heilsversprechen? Welche Stimmen machen ungesunden Druck? Welche Motivation ist falsch, sodass unser Tun dann destruktive Auswirkungen hat? Gott erwartet von uns nicht, dass wir die Welt auf unseren Schultern tragen oder sie zu einem Garten Eden umgestalten. Wir sollen einfach in unserer Begrenztheit dafür einstehen, dass Gottes Frieden und Gottes Gerechtigkeit schon für unsere Gegenwart gilt. Und einfach in Worten und Taten Zeuge oder Zeugin dafür sein, dass wir fröhlich Gottes Reich entgegengehen. Auf Gottes Zukunft zu setzen, das ist ein Trotzdem. Auch wenn Umstände aktuell dunkel sind und die Aussichten vielleicht noch trüber, es ist, dass ich mein Leben trotzdem unmissverständlich so gestalte, dass ich mein Vertrauen ganz auf diejenige Welt setze, die Gott selbst bringt. Diese kommende Welt, in der Gerechtigkeit und Friede herrschen werden. Wir beten ja auch heute Abend noch im Unser Vater, dein Reich komme. Wenn wir das beten und damit ernst machen, dann setzen wir auf Gottes Zukunft. Und das ist viel mehr als die Hoffnung nach dem Tod, einfach in einem schönen Jenseits weiterzuleben. Auf Gottes Zukunft zu setzen heißt, fest darauf zu vertrauen, dass die Zukunft Gott gehört und nicht all den Mächtigen und Mächten, die sich als Herren dieser Welt aufspielen. Und dass wir das glauben und darauf vertrauen dürfen, das hat einen festen Grund, nämlich, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Dem lebendigen Jesus Christus gehört die Gegenwart und darum ist auch die Zukunft seine Zukunft. Und weil die Zukunft Gottes Land ist, darum steht auch in den Werten der Metal Church, wir trauen Gott und uns Großes zu und denken im Land der Möglichkeiten. Und von daher dürfen wir mutig die Gegenwart gestalten. Und so schließe ich im Ausblick auf dieses angefangene neue Jahr mit einem Gebet und Zuspruch von Paulus im Epheserbrief. Dank sei Gott, der die Macht hat, unendlich viel mehr zu tun, weit mehr als alles, was wir von ihm erbitten oder uns ausdenken können. Dank sei Gott, der die Macht hat, unendlich viel mehr zu tun, weit mehr als alles, was wir uns von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So groß ist seine Macht, die in uns wirkt. Er regiert in Herrlichkeit in seiner Gemeinde. Das heißt, in der Gemeinschaft derer, die zu Christus Jesus gehören.
Das gilt für alle Generationen, auf immer und ewig. Amen.